dass etwas, was auf unseren Planet kommt, nicht auf unserem Planet stammt. Was aber, wenn es von unserem Oh, Planet oh, aus oh, oh, weitergegangen ist? oh, 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 Brede! Glückwunsch. Oh, Glückwunsch. danke schön. Oh, oh, nein, nein, nein! Scheiße. Oh, fuck. Ja, was? Ist jetzt wieder so eine perfekte Map für uns, wie weit kommen wir? Ja, dann fange ich schon mal an. Du holst mich ein. Ja, Und du kannst auch in deinem Intro reinhauen, dass auch du mir einen Vorsprung gegeben hast. okay, okay. Also gönn dir, gönn dir. Wo habe ich Mist? Da. Schau schon mal, was auf uns zukommt. Leute, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von WWKW. Ja Mann, wie weit kommen wir? GTA 5, Baba J, Baba Khan. Und Leute, wir sind auf einer absoluten Psychomap, wie das tönt, wie das aussieht, wenn man da mal so ein bisschen rumschaut. Und darum habe ich entschieden, ist das eine von den perfekten Maps für wie weit kommen wir, ja, oder? Der Murat ist da schon mal ein bisschen am Vorfahren und das Ganze für uns ein bisschen am Ausprobieren so. Ja, wenn ich bei der ersten Abschnitt überhaupt weiterkomme. Und ja, ich fail auch erst einmal so eine Runde und würde sagen, euch viel Spaß damit. Es wird ein reines Gefail. Das ist viel zu früh raus gewesen. Ja, Scheiße. Scheiße, ich habe auch überdreht. Ich bin auf der anderen Seite gelandet, aber hat ein Umdreh zu viel gemacht. Und ich verkack's da immer, weil ich einfach viel zu schnell komme und dann viel zu hoch rauf abspringe. Scheiße. So ein Bullshit, Mann. Ey, nein. Na, fail. Geschafft. Oh, he did it. Lol. What the fuck, yo? Ah, jetzt ist gegangen. Okay. Ja, und dann kommt der zweifache Dings. Seite wechseln. Oh, Checkpoint. Schön, schön. Nach dem kommt gerade der nächste. Ach du. Ah, das ist die Map. Oh. Oh no. I know this map. I hate this map. Ah, Ficke. Ja gut, dann, dass ich da nicht allzu viel die ganze Zeit noch mal umschneiden bin, reden wir doch am besten über irgendetwas. Wie wär's mit Wie wär's Aliens? mit der... Aliens, Nein, doch, Alter. Glaubst du an Aliens? Ja und nein. So, so.
Okay, dann direkt zu meiner nächsten Frage. Wie stellst du sie dir dann vor? Vielleicht erklärt das Ja und Nein. Ein Plan. Ich denke schon, dass es noch andere Lebewesen hätte im unendlichen All, aber höchstwahrscheinlich nicht so, wie wir sie uns vorstellen. Ja, ich denke so. Und der Synonym Alien, weißt du, was ich meine? Das ist etwas, was wir Menschen erfunden haben. Was ist Alien? Wir sind noch außerhalb von der Erde gekommen, sind so fein ist Alien. Was ist das für ein Scheiß? Ja, es ist halt. Es ist halt das Überwort. Eigentlich heisst es ja extraterrestrisch. Oder Ja, das können irgendwie so. die Leute sich auch so irgendwo hinschieben. Und das bedeutet halt einfach, dass es nicht von unserem Planet stammt. Woher willst du das wissen? Ja, dass etwas, was auf unseren Planet kommt, nicht von unserem Planet stammt. Was aber, wenn es von unserem Oh, Planet oh, aus oh, 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 weitergegangen ist? oh, 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 Brede, Glückwunsch. oh, Glückwunsch. Dankeschön. Oh, oh, nein, nein, nein! Das glaube ich nicht, Bruder. Wie hast du es geschafft? Ich bin gelandet, aber das Auto hat sich nicht aufstellen. Ich bin auf der Seite vom Auto gelandet und bin so einfach auf der Seite vom Auto geschliffen und habe mich nicht können aufstellen. Dann ist er über die Kante wieder runtergerutscht. Scheiße. Digga, ich habe es geschafft, ich bin dort gewesen. Also ja gut, auf jeden Fall, Namen passen dann nicht, das habe ich jetzt verstanden. So. Aber so ein bisschen zurück zum Anfangsthema kommen. Ich denke eben wie du auch nicht, dass die so sind, wie wir sie uns vorstellen. Es ist halt schon eben, jeglicher lebendige Organismus zählt als Alien sozusagen. Wo nicht von unserem Planeten ist. Darum dann bin ich mir zu 100% sicher, dass es irgendwo noch anderes Leben gibt. Die Frage ist halt einfach, wie sieht das aus, weil das kann ja komplett andere Lebensumstände haben als wir da und muss überhaupt nicht an unsere Physik gebunden sein. Darum Oder was, wenn doch? Ja, vielleicht auch schon, aber so nur für den Fall, weißt du, dass wenn nicht, würde es mich erst recht wundern, wie dann die Dinge... Nein, nicht schon wieder, bitte nicht! Wie dann die Dinge könnten aussehen, so, weißt du, die können ja, keine Ahnung, Tentakel oder irgendwie vielleicht so, Lebensform, die wir nie würden als Lebensform wahrnehmen oder irgendwas. Und wie Das ist ja ernähren das sich die Problem Dinge und von... du was? Und, Ja, darum sage ich ja, das ist ja das Problem von der menschlichen Verständnis von außerirdisches Leben. Wir haben da die ganzen Lebewesen, die auf unserem Planet sind. Genau. Ah, muss man kurz weg. Jo. So, okay Leute, beim Kran hat es gerade kurz einen kleinen Ausfall gegeben. Der kommt gerade wieder. Ist kurz AFK. So, wir schauen mal, ob wir vielleicht nochmal dort hinten kommen. Boah, aber kotzt mich das an, Leute, jetzt schon zweimal, Mann. Nein, ja, ja. Komm on, ja, nein, nein. Ficken. Ja, eben, und dann so zu der Sache, was der Khan vorher angesprochen hat. Vielleicht sind es auch wie mir, wer weiß. Dann wäre es natürlich auch sehr, sehr spannend, sich mit denen ein bisschen zu unterhalten und so. Also, ich fände es cool. Aber Leute, das Ding ist halt das. Ich denke, wenn es jetzt tatsächlich würde so Raumschiffli und so geben, die da um unseren Planet herumschwirren,
dann werdet ihr wahrscheinlich gerade nur auf der Durchreise sein und per Zufall an unserem Planet vorbei müssen. Weil wir sind einfach eine zu primitive Rasse, als dass wir könnten interessant für sie sein. Oh. So denke ich das. Und so fehle ich das. Ey, aber was soll der Bullshit, Alter? Schon zweimal dort hin gsi und zweimal gefailt beim Landen. Das ist doch nicht dein Ernst. Alter. Nein, fail. Scheiße. Nein, fail, verdammt! Ah! Komm on, jetzt nicht verkacken. Ja! Nein! Nein! Wieder da. Es ist wieder passiert. Bist du wieder abgerutscht? Ja. Ja, Bro. Was ich wollte sagen, das mit den Aliens, Tentakel. Nur weil wir da auf unserem Planeten Oktopus haben und andere Viecher, die Fühler haben oder so. Muss das nicht heißen, dass wir Aliens Tentakel haben oder andere Sachen? Ja, nein, logisch nicht. Aber es kann. Theoretisch kann es, aber was, wenn es komplett aus Mineralien besteht? Oder sonst irgendetwas anderes? Das wäre ja geil, Mann. Oder was, wenn sie einfach nur fucking Menschen sind und ihre Organe genau gleich wie die Menschen sind und sie genau die gleiche rote Blut Das wäre cool, dann könnten wir mit ihnen abhängen. Problemlos. Nur der Unterschied ist, dass ihre Organe anders funktionieren als unsere. Die gleiche Anatomie. Einfach nur, dass ihre Organe anders funktionieren. Ja gut, aber dann hätten sie auch andere Organe. Nein, die gleiche, du musst dir das so vorstellen, die gleichen Organe, die gleiche Masse. Ja, aber Einfach du musst nur, dir ja ihre- denken, dass unsere Organe alle so sind, wie sie sind, wegen dieser Funktion, die sie ausführen. Ja, aber das ist nur durch unser Verständnis von dem Ganzen. Nein, das ist einfach, weil es ein sinnvoller Aufbau ist von dem Ganzen. Ja, aber was, Also wenn es würde die natürlich zusammen- anders gehen, aber dann müsste es halt alles auch anders Du aussehen. mu- Ja, nein, du musst dir halt so etwas vorstellen. Unsere Zusammensetzung, Eisen, Calcium und der Rest, Mhm. verleitet uns dazu, dass so denken, dass andere Lebewesen unbedingt anders müssen aussehen, damit sie anderswo überleben können. Aber was, wenn die Zusammensetzung von denen halt anders ist, aber das Aussehen genau gleich ist? Dadurch, durch die gleiche Anatomie würde heißen, dass sie auch andere Sachen können machen. Come on, this time. Please. Ja! Endlich! Ah! Einfach ihre chemische Zusammensetzung anders ist. Ihre Moleküle ein bisschen anders sind. Ja, Aber ja, die das gesamte Anatomie, die gesamte Anatomie genau das gleiche wie uns ist. Ja. Darum sage ich ja, wir haben da schon ein bisschen ein Verständnis. Aber unser Verständnis von dem ganzen Planet, also von der で ganzen スマホを Welt, 触るともっと疲れやすくなっちゃうってことが起きて、だから休憩時間中とかにスマホを触る頻度が高い人っていうのは休憩しても全然休まらないんですよ。はい。実際にですね、この研究で分かった結果、もうちょっと詳しく紹介すると、多くの人がスマホを使って休憩をしまくってます。はい。自分の疲労度とか体育レベルとか、Okay, und zum das Ganze jetzt kurz fassen, also glaubst du jetzt, dass die aussehen wie E.T.?
Nein, Ah, ganz simpel nein. okay. Wir haben zu viel Fantasie. Okay. Und ich füge euch da mal noch irgendwie so ein Bild ein, wie sich der Murat etwa so ein Alien vorstellt. Also ich habe Nein. auch die Aussicht von... Oh, hast du das Spiel verlassen? Nein, höchstwahrscheinlich bin ich rausgekickt worden, weil ich gerade am Dings suchen war. Scheiße. Ich kann auf Dings müssen drücken. Ah, Mann. Ich muss leben. Oh, fuck. Ja, dann schaue ich dir zu. Ein bisschen. Ich komme dort eh nicht durch. Ja, easy, easy. So Extremsportarten wie zum Beispiel Motocross, das finde ich ganz geil, Alter. Dort hast du aber wenigstens auch etwas davon. Je nachdem wie gut du bist, machst du hure Cash damit. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Nein, ja, ich sag ja. Motocross oder sonst irgendetwas interessant, alles, aber ich weiß echt nicht. Es gibt so viel. Wir Menschen sind einfach zu Dings. Wie sagt man dem? Risikofreudig. Das ist absolut so. Nein, ah, ich hasse die kleinen Dinger. Ich kann die immer falsch im Kopf machen. Und so stieg ich doch vorher noch, bevor ich da angefangen habe wegen der Aliens labern, ist dir doch noch das Thema im Kopf gewesen. Welches Thema? Ich habe so viele Themen. Es endet nie. Ah, fick. Legende, Mythe. Ja, voll, voll. Das ist doch Aber ein welche? gutes Thema. Das ist die Frage, welche? König Artus, real oder nicht real? Zwischen halb, sage ich mal. Ich denke, er war eine reale Person gewesen. Ja, reale Person ja, aber viele von den Mythen ist Ja, eben Mythos von der Tafelrunde und allem. Überschmückt. Ja, absolut. Das ganz klar, alles übertrieben und so. Und es hat halt auch Sachen, wo da gerade zum Beispiel das, was jetzt dann verfilmt wird mit dem grünen Ritter, das ist eine von meinen Lieblingsgeschichten von der Tafelrunde. Aber dort ist es so, dass der grüne Ritter wie in eine andere Dimension geht. Und ja, ja, das sind halt so Sachen. Ja, Dude. ja, darum sage ich ja, das ist halt so eine Dings mit den Überlieferungen. Vieles ist ja dazu gebracht worden, am Anfang ist es auch mündlich überliefert worden. Oh, I did Nein, it! Ah, nice. Scheiße. Darum habe ich kurz gewartet. Dankeschön, Bro. Jetzt hast du das Schlimmere. Oh nein, oh was? Ah, nö. Hast du aber gesehen, wie das ist? Okay, ich nehme da kurz Zeit, Leute. Ich mache da mal schnell Bong-Time und in der Zeit erzählt der Mumu, was er da meint. Überlieferungen, mündliche Überlieferungen. Bevor sie überhaupt angefangen haben, auf Papier zu schreiben, haben sie auch auf Tierhut geschrieben. Ja, voll. Aber Tierhut zu verarbeiten hat zu lang gedauert, darum haben sie vieles einfach mündlich überliefert. Mhm. Es ist immer Neues dazugekommen. Es ist immer mehr ausgeschmückt worden und darum sage ich ja, vielmals, wenn mir jemand sagt, das und das, ist es so gewesen, sage ich, bist du sicher? Nein, du bist dir nicht sicher. Aber wenn er mir sagt, ja, ich bin mir 100% sicher, bist du dort gewesen? Nein, ich habe es gelesen. Ja, wo? Ja, bei den Legendenbüchern und anderen, auch Geschichtsbücher. Die Okay. gewinnen schreiben und nicht die verlieren. Das ist etwas, das kann ich absolut, das sehe ich genauso. Es ist halt auch so, zum Beispiel eben nehmen wir gerade nochmal den Artus als Beispiel. Ich Genau. bin in Cornwall in der Ferien gewesen, und dort ist ja sein Schloss gewesen. Ja. Jetzt sind noch die Überreste vom Schloss dort und dort bin ich gewesen.
Ich bin in der Burgruine vom König Artus im Schloss gewesen. Ich habe gesehen, dass es dort etwas gibt, dass es dort ein Schloss hat. Und durch das, was halt geschichtlich so aufgefasst worden ist, hat dort tatsächlich ein König Artus regiert. Also ist das dort so ein bisschen der Ursprung dafür. Und dann gibt es dort aber schon mal Geschichten dazu, zu dem Ort. Die werden auch an dem Ort erzählt und so. Und zwar ist eine von diesen Geschichten betreffend den Merlin. Der kennst ja auch, sind Zauberer und so. Ja. Und angeblich hat der Merlin in der Höhle unter der Burg gewohnt. Dort bei der Bucht vom Wasser, oder? Weil das Wasser ist ja früher auch noch weiter hinten gewesen und so. Die Legende habe ich auch schon gehört. Genau. Und Ja, so ich bin in klasse. dieser Höhle drin gewesen. Und Leute, wenn ich es finde, dann füge ich euch jetzt da mal ein Bild von dem ein, von dieser Höhle. Und dann seht ihr, dass das absolute Bullshit ist, dass in dieser Höhle garantiert niemals jemand drin gelebt hat. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil die Höhle ist wie ein Tunnel. Ein kurzer, ganz kurzer Tunnel, der sehr hoch ist, sehr hoch. Und ja, auf beiden Seiten hat es halt den Zugang zum Wasser. Auf jeden Fall in dieser Höhle drin, eben, ihr seht es jetzt eventuell auf dem Bild, ich bin mir sicher, ich finde etwas. Als ich dort reingestanden bin, es hat so einen harten Durchzug gehabt, also wenn man dort nur schon eine Nacht drin verbracht hat, gut, jetzt würde das Wasser halt so hoch ansteigen, dass du sowieso schon im Wasser hockst. Aber halt auch zu der Zeit, wo das Wasser noch nicht ganz so hoch angestiegen ist, das zieht dort rein so sehr, dass du nach einer Nacht mit 40 Grad Fieber wieder aufwachst, Mann. Also dort klatschen die Wellen dran, die sind bis zu 5 Meter hoch. Okay. Und das ist Standard, wirklich. Also das sind die normal hohen Wellen. Die bis zu 5 Meter Wellen. Und eben durch das weisst du ja, wie etwa die Wetterverhältnisse sind. Das hat sich nicht geändert. Das ist schon immer so gewesen. Es ist nicht möglich, dass du dort rein lebst. Es ist möglich, dass du dort rein Zeit verbringst. Klar, das ist safe auch gechillt. Also ich habe es auch genossen. Es war gemütlich dort. Und ich denke jetzt gerade so zu dieser Zeit, also wenn jetzt irgendwie, sagen wir mal, du bist ein junger Bursch gsi da und so und hast jetzt ein hübsches Mädchen kennengelernt, wenn ihr gerade nicht am Arbeiten gsi sind, ist das sicher ein Ort gsi, wo wir gemütlich können den ganzen Tag verbringen. Aber mehr ist das nicht gsi. Es, ja, vielleicht auch ein Lager für die Schiffe, die unten angelegt haben, I don't know, aber eine Höhle zum drin leben, nein. Eindeutig nicht. Und eben, das ist dann halt so, genau das, was er vorher gemeint hat, wenn man an so einem Ort ist, dann kann man sich schneller von so etwas überzeugen. Man sieht, wie das wirklich war, man sieht, wie die Verhältnisse wirklich sind und auf einmal wird ein bisschen die Magie von dem Ganzen weggenommen. Ja, auf jeden Fall. Ja. So, jetzt habe ich aber genug gelabert, jetzt ist der Momo wieder für euch dran und ich fahre da mal weiter. Ich sag ja, Artus Saga allein selber hat zu viele verschiedene Formen. Ja, voll. Weil ich kann plus minus, was sind das, zwischen 15 und 25 verschiedene. Die einen sind magische, die anderen sind weniger magisch, die einen sind richtig übertrieben. Also die geilste Geschichte von Excalibur ist und bleibt die von Dings da, die Zeichentrick-Dings da. Mit dem dreiköpfigen Drachen, Alter. Das ist so geil. Könnte sein. Dann hat es halt viel Nebengeschichten über die Tafelrundritter, wo direkt mit Artus Saga verbunden sind. Und es gibt halt kein Ende und jede Geschichte ist anders erzählt. Ja, voll. Es gibt da und dort Punkte, die gleich sind, aber Scheiße. sie sind halt Welten Unterschied.
Die haben zu grosse Unterschiede und dadurch kann man nicht sagen, was war, sondern man muss wirklich auch dort gewesen sein, damit man das sieht. Ja, auf jeden Fall noch. Absolut. Und eben die andere Sache ist Magie. Ja. Wieso Im steigst jetzt du aus, du Aff? Ach, come on. Ja, hättest du noch ein bisschen mehr Schwung gehabt, dann wärst du rübergekommen. Eben, das ist meine Meinung zu der Art-Aussage. Es ist zu viel. Ja, du kommst rüber. Geile Shit. Weniger geil. Ficke. Ficke. Hast ein bisschen zu viel Schwung gehabt. Aha, ja. Ah, schön. So. Hast Glück, dass ich mich ein bisschen mit Geometrie und Physik auskennen. Ja gut, nein, es ist mir im Fall auch genau in dem Moment, wo du es angesprochen hast, ist es mir aufgefallen, so, wo ich dort am Durchfliegen war, eigentlich könnte ich doch probieren, dort rüber zu jumpen, Bro. Ja, da kannst du das nicht machen. Nein, aber das sollte eigentlich auch leichter gehen. Ich stelle mich gerade auch ein bisschen scheiße an. Ja, sag ich doch. Oh nein, du Fickvergessen! Ah, ich hab's gewusst, verdammt! Ah, Scheiße! Komm on! Ja, nein! Ah! 6 Stunden später. Und halt bei der Marvel ist es ja genau das Gleiche. Die haben ja theoretisch mit den Comics angefangen. Nachher sind sie zu der Zeichentrickserie übergegangen und dann später zu den Filmen. Ha! Glückwunsch. Dankeschön. Mich nimmt es einfach nur Wunder, ob es irgendwelche Ähnlichkeit hat oder nicht. Keine Ahnung, ich schätze, sie ist wahrscheinlich auch jetzt einfach gerade aufs MCU zugeschnitten. Ja, das höchstwahrscheinlich schon, weil das als nächstes werden safe ohne Probleme vom Hawkeye rausgehauen, Loki haben sie rausgehauen. Heißt für mich, dass sie auch einen für Hawkeye entweder sind. Ja, voll. Okay. Alle anderen haben ja... Ja, gut, ja, was steht da groß machen? Ich meine, es gibt schon die Serie von Arrow, also, und Arrow ist cooler als er. Ja, bei ihm könnte es halt die Zeitspanne nehmen, wo seine Familie ja weg war und er als Attentäter böse Leute einfach abgeschnetzelt hat. Voll. Loki haben sie auch komplett abdingselt, oder? Und auf einmal erfährt der Loki, weißt du was, die Infinity-Steine sind ein Putz wert. Okay, also hat sich der ganze Scheiß nicht gelohnt, oder wie? Ja, weil viel mächtiger als jegliche Infinity-Steine. Theoretisch hätte es können machen, aber dann würde hier halt ein neuer Zeitstrom entstehen. Dass die Wesen wie eine Art Agentur aufgemacht haben, dass es keine Abzweigungen hat. Okay. Dass es nur einen Strang hat. Fick dich. Kein Multiversum, kein gar nichts. Ficke. Ah! Du musst dir halt so vorstellen, du bist Loki, der Bösewicht, kommst in ein Büro rein und überall in dem Büro hast du alle Infinity-Steine voll. Und zwar mehrere 100 Mal. Wie würdest du dich denn gerade fühlen? Wenn du siehst, dass die Was Infinity-Steine fragst du keinen mich Wert jetzt, wo haben? ich übelst abgepisst bin, weil ich da nicht durchkomme? Ja, das auch. Nein, come on, please, nein, ja, nein! Come on, ja! Ah!
Ah! Okay, First Try, wieso nicht? Läuft, ist auch mal schön. Das tut am Ego gut. So, jetzt wieder zurück. Fick dich! Mann, nein. Ich will nicht. Das tut am Ego gar nicht gut so. Ah, nein, ich muss das schaffen, Bro. Ich muss. Oh, did it. Nice. Ficke. Oh, fuck. Pimmelwand. Und nach der Pimmelwand noch so ein scheiß Wallride-Wechsel. Willst du Hurensohn mich verarschen? Fick dich. Nein! Ah! Ja. Oh mein fucking Gott, I did it! Ich hätte das nie geschafft. Oh, what the fucking shit, Alter! Scheiße! Ich hätte das nie geschafft. Muss ich Danke, jetzt sagen. danke, Bro. Nicht mit der Tastatur. Alter, what the fuck, wie habe ich das geschafft, Mann? Glück gehabt. Ich schwöre, das ist ein reines Glück gewesen, Leute. Das ist ein reines verficktes Glück gewesen, Mann. Fuck, ey. Ja. Also wenn du vom Grillen zum Pinkeln gehst, musst du versuchen erstmal da oben bleiben. Gehen wir es uns mal anschauen. Yes. Ja, da ist schon mal Hälfte. So. Okay, da muss ich raus. Das heißt, da. Verkackt. Okay. Beim Pinkeln macht es sicher keinen Unterschied, weil gerade in der Mitte ist der Wallride. Hm. Da könntest du eigentlich auch mit einem genug Sprung rüberkommen vielleicht. Ja, aber ich muss in die richtige Richtung springen dann. Genau. Ist auch noch fraglich, wo das dann ist, so wenn ich da drin bin. Und verkackt. So. Irgendwo von da aus rausjumpen und dann zu der Plattform versuchen zu kommen. Fuck. Könntest du vielleicht zu der Plattform kommen? Prinzipiell, aber ich probiere gleich noch ein bisschen das dort zu schaffen. Nein! Na, Ficke! So, ist mir da Ufer. Etwa da bei dem Ding muss ich abspringen. Ja. Bei dem, ja. Fast. Okay. Ach, Lass weiter bringen reden. wir hier. Ups. Nein, bist zu weit. Ja, bei mir ist Zu gerade weit. ein Wespe ins Zimmer geflogen. Ich bin allergisch auf Okay. die Dinge. Search and Destroy.
Ah nein, warte, das ist so eine Töpferwespe, die sticht nicht. Wieso Töpfe waschen? Hä? Wespen? Machen die Töpfe? Sie machen so Waben, die aussehen wie Töpfe. Ah, okay, ich habe gemeint, die nehmen Lehm. Hm. Aber Nein, Töpfe die besteht ja spielen aus nicht Lehm. Ghost-Nachricht von Sam. Zu früh, Ups. zu früh. Ich hab's gewusst. Ja, fick dich, scheiß Kamera. Ah, yes! Ich hab gewusst, Mann, so könnte es etwas werden, Bro. Einfach mit dem Speed, den ich von dort habe, schön rauffahren und weiter, Mann. Genau. Ah, Ja, geil, jetzt geil, hast du geil. Röhre und wieder zurück. Yes. Aber yes, musst runter. yes. Ah, was? Und abdrehen. Ja, abdrehen. In der Röhre. In der Röhre umdrehen. Aha. Ja, das ist so wieder rauffahren, okay. Genau. Ups. Da haben sie so eine lange Röhre runtergebracht. Mhm. Lol. Nicht. Er ist einfach zu schnell abgedreht. Ja. Ja, lol. Ja, was soll das? Das habe ich nicht wollen. Hast du es aber gemacht? Hör auf mit dem! Ja, hör auf mit dem. Fuck off! Wieso willst du jetzt behaupten, dein Charakter macht das? Du etwa nicht, schau dir das an! Versuchst du es mit der Handbremse? Nein! Dann müsstest du mal. Ich versuche gar nicht da, Dings da, Bums da. Ich bin am überlegen. Auf weiter runtergehen. Und während dem Rauffahren einfach dann umdrehen versuchen. Nein, nein. Nö. What the fuck? Ah, leck meine Eier. Nein, nein, Mann. Ja, du müsstest hier sagen, ei. Fuck off. Das Problem ist, ich kann die drei nicht mitnehmen, weil ich sie nicht extra mache. Und das ist viel. Fick dich!
Ja. Toll. Versuch jetzt so schnell wie möglich nach vorne das Gas geben. Besser fällt mir gerade nicht ein. Ja, aber du hast ja noch Weg nach oben, darum meine ich, vielleicht schaffst du es. Ja, Nein. nein. Wie soll ich denn das machen? Ah. Jetzt irgendwie probieren da unten dann in die andere Richtung zu kommen. Nein, mach doch das nicht! Ah, come on! Oh, Mann! Ja. Meine Fresse. Ja, schön. Na, scheiß Kamera. Ja, versuch's mal von komplett unten nach oben. Das habe ich jetzt die ganze Zeit gemacht. Du bist aber nicht, ja, nicht komplett unten gewesen. Doch. Ja, okay, bei mir hat es immer gezeigt, dass du bei der beim drittuntersten, viertuntersten Ring, nein, beim drittuntersten Ring gewesen bist. Nein, ich fahre immer bis dort, wo ich sehe, dass es aufhört. Ja, okay, nein, bei mir ist viel höher. Das ist verbuggt. Ja, immer bis da oben. Nein, bei mir bist du die ganze Zeit irgendwo in dem mittleren Bereich gewesen. Ja. Und dann hat es so umgesponnen. Ah. Mein Auto ist immer so halb kaputt gewesen. Ja, Hab's fast. mir gehört. Ja, du hast es. Ist ein Fortschritt. Weißt du, wieso kann er nicht einfach einen Bumper oder so rein machen? Fick dich, Alter. Ja, Leute, das war's. So weit kommen wir. Jetzt haben wir es gesehen. Gut, bis zu der nächsten Map. Ja. Ja, das dort ist scheiße.